Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich muss sagen, das ist echt eine spontane Podcast-Folge. Es ist gerade 3 in der Nacht. Der Can schläft schon, ich kann nicht schlafen. Und ich habe auch gar nicht gewusst oder Plan gehabt, jetzt über das Thema Podcast-Folge zu machen. Oder das irgendwie allgemein auf Social Media teilen, in die Öffentlichkeit zu bringen, whatever. Und ich weiss ja gar nicht, ja, keine Ahnung. So. Aber ich finde es, also keine Ahnung, ich merke jetzt eben, ich kann gar nicht schlafen. Es würde mir vielleicht allgemein gut tun, darüber zu reden. Und ich finde es auch ein mega, mega wichtiges Thema. Und vielleicht braucht der eine oder andere genau das zu hören, ich weiß es nicht. Ja, kurz vorab, es wird ein sehr, sehr sensibles Thema. Also in dem Sinne, Trigger Warning, es könnte einige Leute triggern. Es wird um Suizid gehen. Und genau, voll. Ja, also wo fange ich an? Heute war ein sehr spezieller Tag. Ich habe so etwas noch nie erlebt und das ist auch der Grund, warum ich nicht schlafen kann. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann das so ein bisschen besser handeln. Und ja, jetzt habe ich so die ganze Zeit die Gedanken in meinem Kopf. Ja, also ich weiß gar nicht, wie viel ich darf erzählen. So. Aber vielleicht mal so grundsätzlich, ich studiere an der ZHDK, wissen die einen oder anderen schon. Wir haben jetzt, also ich habe eigentlich schon letzte Woche Ferien gehabt. Und wir haben jetzt, Ferien, wir haben jetzt halt wie so eine Lesewoche die Woche gehabt. Und haben einfach noch so einen kleinen Auftrag bekommen, dass wir unser Projekt verbessern und so. Und jetzt haben wir, also ja, das, in dem Sinne halt Ferien, weil wir sonst nicht wirklich etwas zu tun haben. Einfach am Freitag heute haben wir gleich Schule gehabt, also am Morgen einfach. Wir haben wie bei uns im Kinosaal, wir haben so einen Kinosaal bei uns, haben wir Schule gehabt. Also wie alle 3 Jahrgänge von meinem Studium Cast. Und wir haben dann halt wie alle Projekte so ein bisschen angeschaut. So ein bisschen, es ist nicht unbedingt die besten, also ich weiss nicht, es ist nicht offiziell, dass sie die besten Projekte zeigen, aber einfach so ein bisschen Snippets von den einzelnen Projekten, halt, was die anderen Klassen also gemacht haben und so. Und by the way, sie haben auch mein Video gezeigt. Und das ist wahrscheinlich auch so ein Grund, warum es mir irgendwie auch sonst so ein bisschen näher geht. Also für die das Projekt nicht, also die keine Ahnung jetzt gerade haben, ich habe ja ein Projekt gemacht über jemanden, der seine Schwester verloren hat, genau vor einem Jahr, im Dezember. Und es ist so strange. Ich erzähle jetzt einfach mal von meiner Perspektive, wie ich das Ganze heute erlebt habe. Wir hatten Schule ausgehabt. Wann war es? Am 20 vor 12 Uhr hat er vorne gesagt, der Dozent, so, ja, schöne Ferien, bla, bis zum nächsten Semester. So, alles gut. Wir laufen aus dem Kinosaal raus. Und es ist schon strange, weil irgendwie hatte ich so eine Intention gehabt. In dem Moment hat es für mich einfach Sinn gemacht. Wenn ich jetzt zurückdenke, würde ich glaube gar nicht so handeln. Ich bin einfach straight aus dem Kinosaal rausgelaufen. Und wir haben eigentlich wie beim Kinosaal gerade einen Ausgang, der rausgeht. Und man kann halt auch durch die ganze ZHDK quasi durchlaufen, um beim Hauptausgang rauszugehen. Und normalerweise, wenn ich jetzt zurückdenke, macht es gar keinen Sinn, warum ich das so gehandelt habe. Normalerweise würde ich wahrscheinlich mich von allen meinen Klassenkameraden so verabschieden. Wir sehen uns einen Monat nicht mehr. Wir haben in der Schule zusammen. Die einen haben so einen Plan gehabt, noch irgendwie, keine Ahnung, in einen Kaffee gehen oder so, zusammen etwas machen. Ich habe noch nicht jetzt fix überlegt, was ich, ob was, wie, wo. Ja. Und ich bin aber einfach straight. Ich habe niemandem Tschüss gesagt. Nicht jemandem. Einfach niemandem. Bin aus dem Kinosaal raus und bin halt durch die ZHDK und beim Haupteingang raus. Also würde ich logischerweise mit allen zusammen beim anderen Ausgang raus, so beim Kinosaal. Ja, ich rede vielleicht gerade viel zu lange, ich weiß es nicht. Und ich hatte Kopfhörer nicht da, wollte gerade aus dem Gebäude rauslaufen und vor dem Haupteingang war halt wie so jemand und der ist, also ich habe sein Gesicht halt jetzt noch mega im Kopf.
Ein mega, mega schockiertes Gesicht. Komplett wie eine Scheibe vor dem Gesicht, also wie gar nicht da. Und die Person wird so halb ohnmächtig, geht also auf die Knie und jemand rennt gerade in die Cafeteria, um ein Glas Wasser zu holen. Und ich habe mir schon gedacht, ui, was ist dort los? Ich habe jetzt aber nicht mega fest gaffen, weißt, so, kann ja mal passieren, dass jemand ohnmächtig wird und da möchte ich jetzt nicht mega gaffen. So, bin dann aber gleich einfach rausgelaufen. Und habe jetzt auch nicht viel dabei gedacht, weil eben, also klar ist jetzt nicht everyday so, dass man jemanden sieht, der ohnmächtig wird, aber gleich so, also es hat ja Leute dort gehabt, die ihn cool fanden, so in dem Sinn, und ich kann ihn auch nicht kennen, so, ich bin auch wie vorbeigelaufen. Genau, dann laufe ich so raus, will halt so richtig heimgehen und auf einmal kommen so zwei, ich glaube es sind zwei Polizeiautos, fahren mir so wirklich so entgegen, also die sind so gerade über das Tramgleis gefahren, so richtig Notfall mit dem Blaulicht und so. Ich check gar nicht so. Ich habe zuerst gedacht, oh Scheiße, in dem Fall ist es gleich nicht gut gewesen, was bei dem, wo ich noch mache, ist. Ich habe mir so gedacht, oh mein Gott, was ist jetzt da passiert? Scheiße. Aber es ist auch so schnell gegangen. Also ich habe ja wie gerade gesehen, wie der in Ohnmacht ist und ich bin rausgelaufen und die Polizei schon da gewesen. Also es war wie irgendwie auch schnell gewesen. Schaue halt so hinten, wo die Polizei jetzt durchfährt und sehe ich noch hinten halt einen Mann, der quasi so die Richtung zeigt. Und das war halt hinten dran beim richtigen Kino dort. Also, und ich habe gedacht, ui, was ist los? Bin halt so halb an meinem Handy und dann lese ich im Klassenchat, wie eine von meiner Klasse schreibt, Leute, gehen nicht aus dem Gebäude, es ist etwas richtig Schlimmes passiert. Und ich habe gedacht, was ist los? So. Und da hat sie eben geschrieben, eben, vielleicht kurz Triggerwarnung nochmal, ich weiss jetzt wirklich nicht, ob das war verkraftet so, aber es sei jemand vom ZHDK-Gebäude rausgekumpelt so. Und hat sich in dem Sinn suizidiert. Und ich habe das halt so gelesen und ich war zuerst mal so komplett schockiert gewesen. Also kurz vielleicht, sie hat halt wie zuerst geschrieben, oh mein Gott, geh nicht aus dem Gebäude und es ist etwas Schlimmes passiert und ich sehe die Polizeiauto und dann habe ich irgendwie zuerst mal so das Gefühl, oh nein, ist irgendwie, kann ich da aus mit dem Gewehr so und habe schon wieder zurücklaufen ins Gebäude und dann hat sie das so geschrieben und ich dachte zuerst mal so ein «Was?» Weil irgendwie, weißt du, so, man liest so Sachen in der Zeitung oder man hört es von jemandem, aber dass man das selber so erlebt, das denkt man sich irgendwie nicht. Man hat immer das Gefühl, man selber ist nicht betroffen oder irgendwie, ja, man ist nicht involviert. Ich bin jetzt auch nicht mega involviert gewesen, obviously so, aber ich finde halt das Krasse vor allem, dass es hat halt ein paar von meiner Klasse gegeben, die den Hinterausgang benutzt haben. Und gerade zum Beispiel sie, die das im Klassenchat geschrieben hat, sie hat halt alles gesehen. Und ihr geht es auch gar nicht gut so. Obviously. Ich glaube, wenn du so etwas siehst, dann das kannst du nicht so schnell verarbeiten. Und es tut mir auch richtig, richtig leid. Ich habe auch mit ihr noch mega lange so ein bisschen darüber geschrieben und so. Und sie hat halt alles gesehen. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel sie will, dass ich erzähle, so, aber sie ist halt rausgelaufen und sie ist relativ schnell schon rausgelaufen, weil sie das Tram verwischen und sieht halt wie jemand beim Fenster dort oben. Dann denkt sich so, okay, wieso ist dort oben jemand so, normalerweise steht jetzt nicht gerade jemand beim Fenster, also so ist quasi, wie sagt man dem? Ja, so oben angestiegen, so, ja. Und sie hat halt dann alles gesehen, also wie die Person runtergekommen ist und quasi der Aufprall und ja, es hat einfach auch mega laut tönt und so. Und es hat unten bei uns so ein Essensstand, sage ich mal, so Wege, so Essenswege. Und dort hat es auch mega viele Leute, also wirklich, dort hat es mega viele Leute gehabt und die haben das halt alle nachher mitbekommen. Und es hat auch sonst ein paar von meiner Klasse gehabt, die haben halt die tote Person unten nachher gesehen. Und ich weiss nicht, es geht mir so mega, mega nahe. Also wirklich, also ich bin natürlich mega, mega froh, dass ich die Person nicht gesehen habe. Ich glaube, ich könnte das nicht verarbeiten. Ich bin allgemein ein mega sensibler Mensch. So. Ich habe nicht mehr wirklich gesehen, wenn irgendjemand, ich weiß auch nicht. Also ich habe knapp gesehen, wenn mich jemand impft. So. Ich finde das alles so, ich finde es schon ein big Respect an die so im Spital arbeiten.
oder irgendwie so Chirurg, whatever, so, ich könnte das glaube gar nicht, das wäre gar nicht meins, ja, knapp Blut, so. Und darum bin ich wirklich, ich weiß nicht, warum mein Instinkt gesagt hat, du gehst jetzt beim Haupteingang raus und gehst einfach schnell raus. Weil, wenn ich ja nur schon Nadine gewesen wäre und alle verabschiedet hätte, hätte ich es ja vielleicht gehört, weil es ist halt wirklich gerade dort passiert, wo wir Schule hatten. So. Und das haben eben die einen oder anderen haben es eben auch noch gehört. Darum ja, bin ich natürlich in erster Linie, blöd gesagt, ja, froh, dass ich es nicht mitbekommen habe. Und trotzdem geht es mir so nach. Also, ja, ich weiß es nicht. Das ist so, eben wie gesagt, das ist so etwas, wo du selber, du realisierst es auch gar nicht. So, als das, also natürlich hast du zuerst mal Angst, ist das jemand, wo man selber kennt. Weil mittlerweile gehe ich jetzt ein halbes Jahr in die Schule, ich kenne so ein paar Leute schon. Und ZHDK ist jetzt nicht riesig im Vergleich jetzt so zu Uni oder ETH oder so. Da könnte es wie noch sein, so, und es gehen dir so viele Sachen durch den Kopf. Ja, voll. Es ist jetzt auch ein Rundmail von der Schule. Also es ist ein tödlicher Vorfall auf jeden Fall gewesen. Und also zum Glück, sie haben geschrieben, es sei eine externe Person von der ZHDK. Also es ist nicht jemand, der von der ZHDK ist. Klar, es kommt natürlich jetzt nicht darauf an, ob ich die Person kenne oder nicht, aber für mich persönlich halt hat es mich einfach mega erleichtert, weil ich wüsste, wie nicht. Also, und du machst dir auf einmal Gedanken, weißt du, also das könnte jetzt auch jemand sein, den ich kennt habe. Das könnte jetzt jemand sein, den ich mega gut kennt habe. Also wie das ist so, du machst auf einmal so andere Gedanken. Und ich bin auch heimgegangen dann, habe zuerst mal meiner Family geschrieben, habe meinen Friends geschrieben, so irgendwie. Ich weiß nicht, also auch wenn ich es nicht gesehen habe und nicht gehört habe oder sonst irgendwie nur halb miterlebt habe, ist mir das so nahe gegangen. Und ich habe auch gemerkt, irgendwie so, ich bin voll am Zittern gewesen, als ich so das am Erzählen war. Ich habe mir jetzt nochmal die Memo so angehört, als ich im Familienchat geschickt habe. Ich war so durcheinander gewesen. Und ich bin dann auch heimgekommen. Ich habe Can natürlich vorher schon geschrieben, wie gewusst, was passiert ist. Und mega lieb, wie er mich aufgefangen hat. Ich bin auch die ganze Zeit, also er hat schon gekocht gehabt und ich bin einfach nur am Tisch gesessen und habe nicht reden. Also als ich gerade heimgekommen bin, habe ich zuerst alles erzählt. Und dann bin ich so am Tisch gesessen und bin einfach so ins Leere gestarrt. Also zuerst mal war ich am Handy und Can so, hey, keine Ahnung, komm ein bisschen runter, konzentriere dich aufs Essen. Gar nicht so fest intuit, weil ich halt sofort einen Klassencheck geschrieben habe und bla. Voll, und ich habe nachher einfach, ich habe wie so eine Scheibe. Also du hast auf einmal so einen Tunnelblick. Also ich weiß nicht, kennt ihr das von dem Film, dass du so voll in deinem Inneren bist und alles aussen wahrnehmen, also alle Töne sind so wie an so einem tiefen Bass, wie sagt man dem, ich weiß es nicht, aber so, dass du voll, ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr, was ich meine, aber dass du so komplett noch mit anders bist als irgendwie gerade da. Und das habe ich irgendwie so in dem Moment so gehabt. Und ich habe gemerkt, also ich hätte eigentlich mit meiner Kollegin am Nachmittag abgemacht, um in der Bibliothek zu arbeiten. Und sie hat gedacht, nein, easy, weißt, so, ich schaffe das, es ist ja nicht so, ich habe es jetzt nicht gesehen oder so, es ist alles easy. Und dann bist du auf einmal die Heime ruhig, es ist ruhiger und eben, du lässt mir kurz das Handy weg und dann merkst du halt so, oh, okay, es geht mir gerade doch näher, als ich gedacht habe. Eben habe halt dann meiner Kollegin abgesagt und gesagt, hey, ich glaube, ich schaffe es nicht. Ja, ich muss mich irgendwie ablenken. Und eben mega herzig Can gesagt, hey, was hilft dir gerade? Brauchst du mich? Willst du lieber alleine sein, gerade, wenn wir etwas unternehmen, um dich ablenken und so? Voll. Also ich weiss nicht, falls ihr irgendwann mal blöd gesagt oder vielleicht schon so Situationen erlebt habt. Mir hat es jetzt mega gut an, um wirklich darüber zu reden und auch detailliert darüber zu reden, auch wenn es vielleicht, also ja, schauen natürlich mit, wem wir das beredet, dass die Person das auch verkraften kann, so. Aber redet darüber, mir hat es mega gut an, auch mit meinen Klassenkameraden so darüber zu schreiben und zu reden. Nein, es ist so krass, es gehen ja so viele Sachen eben in dem Moment
durch den Kopf. Also gerade als ich es erfahren habe, habe ich gesagt, oh mein Gott, da sind jetzt irgendwo Eltern, die wissen es noch nicht mal. Und es tut mir so weh, weil ich in dem Moment, ich denke mir so, Alter, würde ich 5 Minuten in die Zukunft können sehen, ich hätte vielleicht das Leben können retten, ich hätte vielleicht können, ich weiß es nicht, irgendwie etwas machen, weil ich bin einfach in diesem Gebäude, unten habe Schule und laufe raus und es passiert in dem Moment so. Es ist wie, also ich weiß es nicht. Ja, es ist schon echt krass. Und es haben halt wirklich auch viele Menschen gesehen, weil einfach auf dem Platz halt eben mehrere Menschen gewesen sind. Ja, eben, also ich finde irgendwie gar nicht die richtigen Worte, über das zu reden. Ich glaube, es ist ja mega wichtig, in dem Moment über das zu reden und das nicht in sich hineinfressen. Voll. Und in dem Moment, ich muss mir eben, heute, ich bin voll am Stottern, heute ist irgendwie auch eben, nachdem so etwas passiert ist, gehen einem so Gedanken durch den Kopf, eben, das habe ich jetzt vorher schon gesagt, es kann halt so gut sein, dass, also wie es hätte jetzt so gut auch können sein, dass es jemand ist, den ich kenne. Und ich habe mir dann angefangen Gedanken gemacht, weißt du, so, es gibt, also die Person muss ja so allein sein. Ich weiß nicht, ob die Person sich jemandem hat können anvertrauen oder das Gefühl gehabt hat, das sind Menschen, die einem helfen. Und es tut mir so weh. Ja, halt eben auch, gerade weil ich jetzt wirklich mit dem Enrico, das ist jetzt halt wirklich gerade die letzte Podcast-Folge gesehen. Ich habe mich so intensiv mit seiner Story und dem Thema irgendwie beschäftigt, dass ich jetzt halt eben auch muss an die Eltern von dieser Person denken, vielleicht hat sie Geschwister gehabt und das geht so schlimm vor. Ja, und ich glaube, meine grosse Message, wirklich, was auch für mich der Grund ist, warum ich das so ein wichtiges Thema finde, zum eigentlich über das reden, ist, dass es vielleicht Leute in eurem Umfeld gibt, denen geht es eigentlich nicht gut und du merkst das teilweise gar nicht, also ich rede jetzt gerade von Depressionen, dass du siehst diesen Leuten das nicht immer an. Ich hatte eine Kollegin, eine sehr gute Kollegin, die auch Depressionen hatte, die hat von außen, du hast das nicht gemerkt. Die war der fröhlichste Mensch, die war immer am Lachen, bla. Aber nur wenn du ganz close mit ihr warst, dann hast du das mitbekommen, hast du das erlebt. Und ich möchte eigentlich gar nicht zu fest über das Thema zu reden, weil, ja, ich weiß auch nicht. Aber das ist mir damals, also das ist mir so nahe gegangen. Ich habe das so hautnah erlebt. Ich habe Angst gehabt, wenn ich so in die Ferien gehe, dass sie sich etwas antut. Ja, also es ist schon heftig gewesen, so. Also für mich mental auch. Aber was ich mir mega wünschen und wie auch so ein kleiner Appell an euch ist, wenn du betroffen bist, bitte red mit jemandem, vertrau dich jemandem an. Und wenn es auch nicht jemand ist von deinem engen Umkreis, es gibt Hilfsstellen, es gibt die dargebotene Hand, es gibt Pro Juventute. Ich habe damals übrigens auch Pro Juventute angerufen, weil ich selber gemerkt habe, dass mir das so persönlich mega zu nahe gegangen ist. Also jetzt bei meiner Kollegin. Und die haben mir helfen, ich konnte mit denen reden. Und es ist halt auch anonym, es ist einfach wirklich... Redet, bitte redet. Es gibt so viele Menschen, die euch gerne haben und die für euch da sind. Und falls ihr jemanden in eurem Umkreis habt, und auch wenn ihr es allgemein, ob ihr es jetzt wisst oder nicht, sind für euch Menschen da, bietet euch immer an zum Reden. Und wenn ihr etwas merkt, etwas ist komisch, geht auf die Personen zu, redet mit diesen Personen, sind für die Personen da, helfen deren, gerade auch zum Beispiel Hilfe holen, in eine Therapie gehen, ist für viele ein mega riesen Schritt und das kann mega viel helfen, die Personen zu unterstützen. Voll. Ich finde das so wichtig und ich habe heute nochmal wirklich gemerkt, wie nahe mir das gegangen ist und ich glaube, wie wichtig das doch ist und wie viele Menschen in dem Sinn betroffen davon sind. Und auch wenn ich nur jemandem auch helfen mit dieser Podcast-Folge oder irgendwie auch dazu motivieren, irgendwie
ja, Hilfe zu holen oder jemandem Hilfe geben. Ich würde, jetzt ist so, du willst ja die Zeit zurückspulen und fragen, hey, wie geht's? Und für die Personen da sein. Ja, keine Ahnung. Also eben, ich weiß es nicht. Ich finde es wirklich so ein schwieriges Thema. Aber bitte macht die Augen auf und helft und sind für Leute da. Schreibt vielleicht gerade heute mal wieder euren Freunden, hey, wie geht's dir so? Erzähl ein bisschen, wie geht's dir wirklich? Ja, schaut wirklich einfach. Es ist mir so wichtig, gerade ich merke es so wirklich. Und wie gesagt, es gibt mega viele Anlaufstellen, wo ihr Hilfe holen könnt. Auch wenn es jetzt gerade nicht mal um Depressionen geht, ich könnt immer Hilfe holen dort. Die sind mega lieb, es ist anonym. Und es ist mega wichtig zu reden darüber, über eure Probleme. Öffnet euch und könnt nicht alles in euch reinfressen. Das sind Menschen da draussen, die euch gerne haben, denen ihr wichtig sind und die wollen zuhören. Genau. Ich hoffe, ich habe jetzt auch niemanden negativ getriggert mit dieser Podcast-Folge. Ja, ich verabschiede mich hiermit und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und gute Nacht. Tschüss.